Oh, du strahlst über beide Ohren. Hast du etwa das Segel gefunden? Ja, Freunde, willkommen zurück hier bei The Wind Waker. Howdy. Kaum das Spiel noch gestartet, schon sind wir hier beim Leuenkönig. Sehr schön, dann will ich dir mal die Bootsteuerung beibringen. Nimm den Boden von der Seite und drücke A an Bord, um an Bord des Bootes zu gelangen. Drücke A, um das erhaltene Segel auf dem Boot zu setzen. Das Boot wird vom Wind im Segel angetrieben. Behalte deswegen immer die Windanzeige hinter dem Boot im Auge. Das Klammern manövriert das Boot mit Hilfe von L so, dass es immer Rückenwind hat. Nur das Segel einholen, drücke P. Probier es ruhiger mal aus, wenn du nur langsame Fahrt machen willst. Und, kannst du mir folgen? Ja, natürlich, wir sind nicht bekloppt, Mann. Das Einzige, was du weiter sehr als Navigationshilfe dient, ist eine Seekarte. Ich habe dein Zielort auf deiner Seekarte eingezeichnet. Eine Karte auf dem Wii Gamepad, um deine Position auf der Karte zu finden. Wenn dich mal auf hoher See verirrst, drücke Plus, um das Spiel anzuhalten. Gut, wir haben Westwind. Idealbedingungen, also nach Osten zu segeln. Was du nicht sagst. Setz das Segel und los geht's! Ja, Leute, machen wir auch gleich. So, letzter Part, Freunde. Er hat mir 2 Herzteile gefunden hier. Unglaublich, oder wahr? Ich überlege gerade, gibt es noch 2 Herzteile mehr? Ja, auf hoher See schon. Ich wüsste gerade aber nicht mehr, welches in der Nähe ist. Ja, egal, sehen wir gleich noch. Hier auf Portemonnaie gibt es fürs Erste nichts mehr zu tun. Ich habe ursprünglich gesagt, ja, von wegen dann eine Flasche und so, aber nee. Ja, Portemonnaie nix. Das kommt erst ein bisschen später. Noch vor dem ersten Tempel, von dem her schon bald. Alles klar. Einsteigen, an Bord. Segel setzen, juhu! So, also, ja, man sieht schon, wir segeln ein bisschen in die falsche Richtung, Freunde. Da sehen wir nämlich unten, ja, am Pfeil halt so. Jetzt langsam wieder richtig. Alles klaro. So, dann singen wir mal ab nach Richtung Osten. Und schon kommt die vertraute The Wind Waker auf offener Seemucke. Yeah, Mann. Mal ganz kurz. Ich jetzt doch gleich mal ein Bild davon. So, ein bisschen näher ranzoomen. Das war Portemonnaie. Hallo? Nein, nicht so, nicht so. Link. Ja, ein bisschen weiter hoch, so. Ja, fast ein bisschen zu hoch. Komm schon. Ah! Das war Portemonnaie. Ja, ein Schwarz-Weiß sieht schon ein bisschen bekloppt aus. Egal, Farbe holen wir uns ein anderes Mal. So, Segel setzen? Noch nicht ganz. Ich muss erstmal ganz kurz gucken. Meine Karte, genau. Ich hab doch hier die Schatzkarte. Noch nicht geöffnet. Wie kann ich auch bloß? So, jetzt hätten wir's. Schatzkarte 23, was sonst noch was? Tingelskarte, noch nicht geöffnet. So, Tingelskarte, sprich Tingels Insel ist da unten. Die wäre aber ein bisschen weiter, naja. Nicht gerade in der Nähe, wa? Ganz kurz gucken. Doch, hier. Wo könnte das wohl sein, Freunde? Wo könnte wohl dieser Schatz sein? Tja. Ich überlege gerade die Insel. Wo war denn die? Die müsste irgendwo weiter unten gewesen sein, glaube ich. Egal. Finden ein anderes Mal raus. Jetzt erstmal ab nach... Wohin wohl, wa? Wohin geht die Reise wohl? Dann finde ich jetzt hier irgendwo noch auf dem Weg dorthin noch ein anderes Herzteil. Wäre schon cool. Was ist denn das dort? Eine kleinere Insel. Oh, Moment mal, ich habe was gesehen. Nicht das da. Und dort hinten. Ist doch kein Boot? Come on, come on. Come. Nö, leider nicht. Nur eine kleine feindliche Stellung. Schade aber. Aber da oben haben wir was. Ist das Terry? Terry! Da ist der Terry, der Terrier. Und da haben wir, springen. Jo, Glück gehabt, so. Nein. Bremsen, 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 bremsen. Leuenkönig, bremse mal. Geht doch. So, ich möchte gerne dorthin, wenn es geht. Ja, ist egal. Den Rest schwimme ich. Denn das ist eine feindliche Stellung, Freunde. Das heißt natürlich für uns, wir erobern sie zurück. So, mal gucken, wer hält denn hier oben Wache? Wer mag das wohl sein?
Da kann ein Spackos nachwarten. Das ist Nummer 1. Und da kommt, na. Hallo, bumm. Das ging schnell. Eine Truhe fürs Besiegen von Feinden. Juhu. Wer kennt das nicht, wa? So. Habt ihr noch etwas? Gelbi nochmal. Sehr schön. Nach dem 10 genannt. Eini. Alles voller Einis. Ach du grüne. So, was haben wir hier nochmal? Nix. Noch schöner. Also, was hat's hier drin? Herzteil? Oder eine Flasche? Oder? Kommt doch gar nichts. 20 Rubine, naja. Geld regiert die Welt. Auch das wird gebraucht. So, wo ist der Leuenkönig hin? Oh, der Leuenkönig, wo bist du? Dort hinten ist er. Na dann, mal an Bord. So, hat er das gemacht. Wo geht's lang? Da ist, Terry, da ist er ja. Mal ganz kurz, Terry, warten. Was hast du was? Vielleicht hast du was für uns. Ich glaube, es wäre weniger, aber man weiß ja nie. So, Link hoch mit dir? Geht doch. Was gibt's hier wohl Schönes? Nö, nimm noch diese dämlichen Früchte und, naja, die Blutbutter ja auch noch. Naja. Jetzt meine Ehre. Was wollen Sie kaufen? Wollt ihr das verkaufen? Ja, Universalfood von mir aus. Thank you, das ist mein Lieblingshunde. Der einzige übrigens. 30 Punkte für VIP. So, Putputfrucht. Thank you. So, 500 gesammelt. Ja, Mann, sind der Größte. Ja, bye. Ja, du mich auch. So. Die Universalfrüchte, habe ich ja bereits erwähnt, die könnt... Wow, voller Sprunglink. Die können wir später dann hier mal einsetzen auf offener See, das stimmt auch, aber ich finde... Ich habe den Fisch noch gar nicht gesehen. Wo ist denn überhaupt der Fisch? Ich glaube, der kam irgendwann mal zu einem bestimmten Zeitpunkt, weiß ich gar nicht mehr welcher. So ein paar Gegner. Da sehe ich doch einen Spacko. Und wie ich da einen sehe. Link, so. Dort. Uns anschleichen, der pennt gerade ein bisschen. Hallo. Haben wir ihn wohl ein bisschen zu sehr überrascht. Aber was soll's? Natürlich geht das nicht. Wasen zerschmettern, ganz klar. Holz, nee. Geht nicht, das geht nicht. Egal, roter Leuenkönig. Ich muss ihn mal an Bord. So, jetzt aber echt mal. Ab zur nächsten Insel. Juhu, dem Zielort hier. Hup. Ein Boot, das springen kann. Das gibt's auch nur hier. Ach, hier haben wir unseren alten, gewohnten Segel. Aber schon bald gibt's das 7-Meilen-Segel. Naja, das könnte ein bisschen teuer werden, aber egal. Kriegen wir schon hin, was ist eigentlich los hier? Yeah! Oh. Sieht ein bisschen wolkig aus, wa? Landen Sicht, ja, ein Drache auch da oben. Übrigens. Das ist ein Zielort, die Insel Draconia. Oh ja, die Muckemann! Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valu, ein Nachfahrer des von Volvagia aus, Ocarina of Time. Aha, interessant zu wissen. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen, um von ihm das göttliche Artefakt Dienst Diamant in Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel, das Volk der Oni. Ach ja, einen Moment noch. Dieser Taktstock, der in längst vergangenen Zeiten dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzubringen. In jeder Verwendung ist es möglich, die Kräftegötter auf seiner Seite zu haben, aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun sehen, das wird er schon zu gut gebrauchen sein, wa? Warum schwingst du nicht einfach mal probeweise? Der Taktstock des Windes. Versuche dich zuerst am Dreiertakt. Lass den unangetasteten schwingenden Taktstock mit Hilfe von R in die Richtungen runter, hoch, rechts passenden Rhythmus. Wir klingen ein bisschen wie Kirchenmusik. Was? Mann!
Nicht schlecht, das klingt doch ganz gut. Jetzt mal wieder in einem Vierertakt. Oh Mann, ich bin ganz so musikalisch. Was? Ja, hallo? Musst du erstmal hier wechseln? Du hast was verpasst? Hallo, musst du erst wechseln? Mit Hilfe von R schwingen. Ich hab doch den Dreiertakt noch drauf. Musst du erst einen Vierertakt wechseln? Hallo, wie ging das schon wieder? Ich drücke gerade alle Kombinationen, die geht. Ah, da war's. So, Moment mal ganz kurz. Ah, jetzt. Hä? Du bist unmusikalisch, Michael. Ja, das stimmt sogar. Ja, Moment, ich muss zuerst mal wechseln hier. Mann, oh Mann. Was ein ungeduldiges Publikum gibt's ja nicht. So. Alter, muss auch noch schnell sein, okay. Geht doch. Das ist das, Michael. Für den ersten Mal wirklich sehr beachtlich. Das war das zweite Mal. Als Well kannst du aus dem noch einen sechster Takte spielen. Also möchte ich schon mal für später. Der Takt des Windes. In der Verwendung soll man damit die Kräfte Götter auf seiner Seite haben. Mit Hilfe von R kannst du den Takt doch schwingen. Neutral L-Position für 3 Takte, 4 Takte für 6 Takte. Ja. Sehr schön. Das haben wir auch jetzt geschafft, Freunde. Juhu. 4, 6 Takte. Geil. Brauchen wir alles für später. Alles für später. Lesen. Vorsicht, explosiven Pflanzen nicht reizen. Ja, jetzt schon hochheben. Geht sogar. Ja, noch wieder auf Time Warts erstmal. Kraft anmachen, um die heben zu können, aber okay. Was ist dort hinten los? Egal. Sieht gut aus. Einfach nur richtig gut. Nach die Mucke, Mann. Der klingt so fabelhaft. So, das Volk der Orni, Freunde. Ein Volk des Himmels, das ja auch erst hier in The Wind Waker gab. Was ja, seltsamerweise die Weiterentwicklung der Zora sein soll. Sprich, dann aus den Zoras entwickelt. Wie das sein kann, ich habe keine Ahnung. Frag die Entwickler, wie sowas überhaupt möglich sein soll. Aber egal, hier hinten hat es noch etwas für unseren Taktstock des Windes. Ja, hallo? Und zwar hier hat es doch genau, mal ganz kurz gucken. Das bereits machen können, oder? Da sind Zeichen, wo die Richtungen anzugeben scheinen. Hoch, links, rechts. Versuchen wir es mal. Yep, Mann. Unser erstes Lied. Hoch, links, rechts. Weiß ich doch. Yeah, das ist das Lied des Windes erlernt. Geilo, wa? Wirklich ein mustergütiger Wind. Bitte was? Wow! Gestatten? Sephos, meines Seuchensgott des Windes. Alter, du reitest gerade Jindu Jun. Bist du Neumeister des Windes? Wieso hast du Goku die Wolke geklaut? Dein erstes Mal zeigst du aber schon beachtliche Bibelverständnis, Junge. Du gefällst mir. Das Lied, das du mir gelernt hast, möglich es dir, die Richtung des Windes nach Lust und Laune zu verändern. Der Wind kann nach Verwendung für gute, aber auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Beschämenderweise verlor mein Bruder zügellose Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Da lässt er nun auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. Sollst du vor Sie als auf seinen Wirbelsturm treffen, dann bring meinen Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Alter, gib Son Goku die Wolke zurück. So spät. Ja, Zyklus, den treffen wir noch. Der ist ganz witzig und so. Aber den zu beruhigen, sprich ihn dazu zu bringen, das geht dann erst mit Pfeilen. Und die kommen erst spät. Aber egal. Wir haben anderes zu tun. Servus, ja. So, was steht denn hier noch Schönes? Hallo, Link, nicht hochschauen. Windschrein, Postbotenhaus. Okay, Postbote. Wir können Postbote spielen, da gibt es auch ein Herzteil. Aber es war unglaublich mühsam, das zu kriegen. Da erinnere ich mich noch daran. Alter Schwede. Ja, das war echt schwierig. Geht nicht. Aufheben, das geht noch nicht. Schade eigentlich. Juhu. Ah ja, das Postbotenherzteil. Oh, mein lieber Gesangsverein. Den habe ich damals so lange gebraucht. Naja, irgendwann geht's dann doch, aber... Wie
Wie kriegt man wohl das da oben hin, wa? Truhe da oben. Da müsste, glaube ich, Geld drin sein. Ja, da muss ich ja ganz doof. Am besten auch mit Pfeilen, wa? Die Abballen und so. Kriegen wir schon alles hin. Anpressen, ja, klar. Mensch, Link, hoch sollst du, so. Oh. Ein bisschen doof so. Hallo? Aufheben, geht doch. Uah, uah, das musste ja kommen. Oh, das hab ich kommen sehen. Ein halbes Herz da weg. Dankeschön. Der Heldenmodus. Nein, Link. Ich hab doch gesagt, anpressen. Oh, Linky Boy. Das Fehlen geht weiter. Tja. War irgendwie klar, oder? Mein erster Part Glück, also erster Part sag ich schon, der letzte Part Glück gehabt, damit 2 Herzteilen auf einmal und jetzt plötzlich wieder fehlen. Tja. Der Michael ist zurück. Yo, Mann, was geht ab? Nicht viel, wie es aussieht. Ja, leider war. Anpressen so. Da war mir doch glatt, Freunde, wie würde Link hier wohl aussehen, wenn er bereits erwachsen wäre? Wohl aus einen riesigen Chat wieder hätte? Keine Ahnung, so, jetzt ganz langsam hier runter, Link. Gut gemacht, gut. Weg hier! Wah, Raptor, bin noch weggegangen! Ja, ist klar. Was zum... Nein, aber... Ja, ist klar, ich wollte den Schild ziehen. Mensch. Nein, nichts... ja, das ist gut. Nein. Alter. So. Ganz Herz da weg, aber egal. So, ducken. So wohl das machen, Menschenskind. So. Hast du was für uns? Noch nicht, wa? Guten Morgen. Das ist doch schön. Wie auf einen bringt Glück rein, dass wir jetzt sie aufgeben? Nix. Noch nicht. Das ist schon der erste, das Volk des der Orni. Michael? Sag mal gegrüßt, Michael. Woher kennt ihr meinen Namen? Bist du also wohl auf? Achso, da ist der von Präludien. Aber sag mir, wie hast du nun geschafft, hier heraufzukommen, zu ganz ohne Flügel? Bomben? Und was mit deiner Schwester? Die ist noch, nicht hier. Verstehe. Aber keine Sorgen, es geht ihr bestimmt gut. Es ist zwar in Händen des schlimmsten Tyrannen aller Zeiten, Ganondorf und so, aber ja, es geht ihr gut. Ganz klar. Ah, Michael, was hältst du davon, mal bei unserem Stammesführer vorstellig zu werden? Sich vorzustellen, Mensch. Ich habe allen von deiner Tragödie erzählt und sie haben sich sehr besorgt und voller Anteilnahme gezeigt. Tragödie. Mir sichert, unser Stammesführer wird dir mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Am besten ich gehe schon mal voraus und setze ihn über dein Kommen in Kenntnis. Komm später einfach nach, Michael. Also dann, ich erwarte dich. Okay. Und da fliegt er davon. Wie kann eigentlich also mega so wie die Zoras mit so einem Himmelsvolk werden? Kapier ich nicht. Yeah, yo. Das ist einfach geil. Ja, Leute, muss schon sagen, das Spiel macht schon Fun. Das ist so. So. Ist kaputt schlagen hier? Sind wir da? Nö, gut. Kaputt hauen for the win. So. Und wir sind schon im Haus der Ornis. Und? Können die herausfinden, warum der große Wahllose außer sich ist? Nö, kein Schimmermann. Oh, du musst Michael sein. Larsiel hier hat mir alles erzählt. Du hast ein vollstes Mitgefühl. Ja, danke, es bringt mir viel. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, so bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Ja, komm, greif mir Ganondorf an. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ja, das war irgendwie klar. Ist dir der wütende und tobende Drache auf den Berggipfel aufgefallen, als du zu uns zur Insel gekommen bist? Nö, kaum, wieso? Du weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Walhorn an seinen Drachenschuppen überreicht bekommen. Sobald wir das Erwachsenenalter erreichen, diese möglich ist dann, dass uns Flügel wachsen. Ah, so geht das. Aber seit kurzem ist das sonst so sanftmütige Walu ganz aus sich verwut und man kann sich ihm in Rage gar unmöglich mehr nähern.
Dies hat zur Folge, dass die fliegenden Kinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Walu gehen, ihre Drachenschuppen in Empfang nehmen können. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Was interessiert mich das? Und als Stammesführer der Orden ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Ja, kein Problem. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Mike, in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im flügenden Alter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalls mit Walu hegt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht er ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Na klar doch. Danke, Mann, das ist sehr großzügig von dir. Wir werden jedenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir nach dich in deiner Notlage schützen können. Ich möchte, dass du meinem Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es ein Mädchen namens Medoli in der Verwahrung gegeben, also frage bitte nach sie. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ja, klar, soweit. Ach ja, Michael, ich habe hier noch etwas für dich. Jo, ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Es ist die Posttasche, eine praktische Tasche, in der du alle Dinge fördern kannst, wie zum Beispiel Briefe. Medoli findest du in dem Zimmer oben. Und lass Dinge mit Walu ruhig uns. Kümmere dich bitte um Komori. Tschüss, ja. Ach ja, Komori und so, das finden auch alles sehr, sehr lustig werden, Freunde. Okay, Medoli. Wo ist denn die Schnepfe? Hallo. Sind nicht sehr gesprächig die Vögel hier, aber von mir aus. So, Medoli, ist die hier drin? Hier ist sie ja, Medoli, die noch eine sehr große Rolle einnehmen in diesem Spiel. Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Du musst Michael sein, nicht wahr? Ja. Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Walu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medoli. Seine Maid, ist klar. Nun ja. Eigentlich bin ich ja noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Sag mal, Leute, seht ihr das? Seht auf der Brust da? Das Zeichen der Zoras. Ich hätte gerne, dass du jetzt meinem Sohn Komori bringst. Seinem Sohn Komori natürlich. Du hast einen Brief vom Vater erhalten, einen Brief an Komori von seinem Vater. Ja, was auch sonst. Erst mit deiner Posttasche fahren und dann schnell zu Komori bringen. Wenn du ihn herausnehmen willst, wähle die Posttasche und lege ihn auf YXR. Komori's Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unverhofft zu der sein sollte. Ich meine, es ist wirklich nicht böse. Ach ja, und Michael? Ja? Ich hatte noch eine Bitte an dich. Wäre es bitte so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum es genau geht, sage ich dir dann. Okay, wie du willst. Warum hast du eigentlich das Zora-Wappen? Das ist nicht ganz das Richtige. Doch, ist eigentlich das Richtige, wa? Fehlt noch was daran? Nö, müsste das Richtige sein. Tja, der weiß dafür, dass die ohne so ein Zoras abstammen. Naja. Vom Wasservolk zum Himmelsvolk. Die Entwicklung ist ja auch nicht schlecht. Vor allem, jetzt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wow, was ist denn hier los? Alter! Vulkanausbruch oder was? Kann ich auch so Queen of Time? Was ist denn hier los, Alter? Wenn wir jetzt mal einen Blick auf den Vorsprung, wir wirst feststellen, dass der Teich vollkommen ausgetrocknet ist. Und das ist bei der Hitze nicht verwunderlich. Boah, Erdbeben auch noch, klar. Okay. Also wie gesagt, wieso, wenn das die ganze Welt voller Meer und so ist, wieso stirbt und ausgerechnet das Volk des Wassers aus? Verstehe ich bis heute nicht, aber gut. Vielleicht war es ja auch Ganondorf, dass er einen Finger im Spiel hat. Freunde, wieder mal was das für heute hier mit der Wind Waker HD. Im nächsten Part da mit Komori nachgucken, was also los ist bei ihm. Ob das so Depri drauf ist, ob wir ihn ein bisschen aufmuntern können und dann halt mit Medoli schauen, ob wir sie da ein bisschen unterstützen können, da am Aufgang des Drachenbergs und so, wa? Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei der Wind Waker in Link, schwer ziehen, wieder nicht gut. In HD, sehr HD immer noch, ja, müssen wir mal gucken, wo die ist. Die Schatztruhe ich will die eigentlich noch hier gucken. Ja, also schon. Hier auf X legen, gut. Wunderbar. So, Link, alles klar, jo.
in nächsten Part, Freunde. Bis dahin, ciao zusammen.